dem heutigen dritten Advent gönnen wir uns einen Überblick über die Bibel zum Thema Engel. Der Gottesdienst trägt den Titel Schutzengel, Weihnachtsengel und der Chef von allen Engeln. Der Psalm 91 ist ein Schutzpsalm mit dem Inhalt, dass Gott uns vor unterschiedlichen Gefahren beschützen, wie wilde Tiere und Krankheiten. Die Zusammenfassung von dem Psalm 91 ist der Taufvers von der Alina, wo lautet: Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das ist gleichzeitig auch der bekannteste Taufvers der Welt, weil Eltern sich zutiefst wünschen, dass Gott ihre Kinder beschützen und sie begleiten mit Hilfe von Schutzengeln. Das Wort Engel bedeutet im Hebräischen Bote und Gesandter. Und das ist einer, der eine Botschaft von Gott an uns Menschen überbringen. Ich habe mal in einem Lexikon nachgeschaut, das so schön zusammenfasst. Das Auftreten von einem Engel bedeutet in der Bibel Rettung aus Not und Gefahr. So kann man das zusammenfassen. Wir halten also fest, dass die Engel die Aufgabe haben, uns Menschen zu beschützen. Engel kommen in allen menschlichen Kulturen vor, weil es sie wirklich gibt. Meistens sind sie unsichtbar, aber manchmal werden sie auch sichtbar. Sie können sich auch als andere Menschen verkleiden und uns so helfen. Es gibt so eine Anspielung in der Bibel zu dem Thema. Gedeckt, getarnt, wie man im Militär auch sagt. Ich habe ein Bild mitgenommen von Hans Zatzka aus dem Jahr 1918. Das hat bei meiner Oma neben der Garderobe gehangen. Es zeigt, wie ein weiblicher Schutzengel zwei kleine Kinder beschützen, die über eine gefährliche Brücke überlaufen. Als Kind hat es mich sehr gestört, dass bei dieser Brücke ein Tritt rausgebrochen war. Und ich hatte Angst, dass die Kinder dann in den tosenden Bach hineingehen. Aber wenn man das Bild genauer anschaut, dann sieht man, dass die Kinder mit der Hilfe vom Schutzengel an dieser Gefahr schon vorbeigelaufen sind. Auch mit den Egelfiguren sehen wir hier vorne dargestellt die Szene, dass ein Schutzengel eine ganze Familie beschützen. Die Familie besteht aus einem kleinen Baby, aus einem Teenager, aus einer Mutter und einem Vater. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann sehen wir, es gibt weitere Aufgaben, die die Engel erfüllen müssen. Sie kündigen 3-mal in der Bibel spezielle Geburten ankündigen. 2-mal haben sie es im Alten Testament gemacht und dann einmal im Neuen Testament. Das erste Mal, wo ein Engel, der Engel des Herrn, eine spezielle Geburt angesagt hat, war, er hat den Haggai ins Leben gerettet. Die Haggai ist geflüchtet in die Wüste zu einer Oase und dann hat der Engel des Herrn geredet zu dieser Haggai und hat gesagt, sie wird den Sohn Ismael bekommen. Und durch das hat der Engel der Dienerin Haggai ins Leben gerettet, weil sie alleine war in der Wüste. Das zweite Mal, wo ein Engel, also der Engel des Herrn, eine Geburt angekündigt hat, war beim Simson. Der Simson ist nachher der stärkste Mann der Welt geworden. Das lesen wir im Richterbuch 13. Und Simson hat dann das ganze Volk Israel von den kriegerischen Nachbarvölkern befreit. Das dritte Mal ist das Neue Testament in der Weihnachtsgeschichte, wo der Engel den Hirten erklärt, dass der Heiland Jesus geboren werden wird. Wir hören jetzt die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium.
In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon König David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren die Hirten von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Die Engel haben also den Hirten erklärt, dass sie sich freuen dürfen, weil Jesus, der Heiland, geboren worden ist. Ein ganzer Chor von Engeln haben dann Gott gelobt und Lieder gesungen. Also, die Engel haben auch die Aufgabe, Menschen zu Jesus zu führen. Am Anfang vom Hebräerbrief heißt es: Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Jesus ist damit der Chef von allen Engeln. Vor 2 Jahren bin ich einmal in einem Möbelhaus und habe sehr gestaunt, dass an der Kasse so kleine Schlüsselanhänger mit Schutzengelmotiv zum Verkauf angeboten worden sind. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Auch gibt es mittlerweile ganze Läden voll mit so kleinen Engelfiguren. Die Bibel lädt uns ein, dass wir die Engel aber nicht anbeten oder auch nicht mit ihnen reden. Für einige von uns ist das vielleicht etwas Neues, aber ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit dem Militär. Dass Jesus der Chef ist und er ist der General der Engel. Und wir dürfen direkt mit Jesus reden im Gebet, weil er uns liebt. Er ist nie zu fest beschäftigt mit anderen Sachen und er ist auch nicht hässig auf uns, wenn wir mit Kleinigkeiten zu ihm kommen, denn er interessiert sich brennend für uns. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir auch, dass Jesus viel öfters vorkommt als Engel. Was bedeutet das für uns, dass es Schutzengel und auch Engel gibt? Ich fasse das zusammen in 4 Stichworte. Erstens Schutz. Engel beschützen uns. Wir dürfen mutig Schritt gehen und Abenteuer wagen, aber natürlich auch den Kopf einschalten. Manchmal gibt es so einen Kleber, der lautet: «Du nie schneller mit dem Auto fahren, als dein Schutzengel fliegen kann.» Und das sind einfach 2 Seiten von der gleichen Medaille. Wie Gott uns beschützt, dürfen wir mutig sein, aber auch nicht übermütig. Zweitens, Freude. Engel kündigen spezielle Geburten an. Das sehen wir in der Bibel 3-mal. Das bringt uns Freude. Freude über die Geburt von einem kleinen Baby. Aber auch Freude, dass etwas Neues und Herausforderndes auf uns zukommt. Der Schluss von Psalm 16 fasst das treffend zusammen. Du, Gott, zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Drittens, Demut. Jesus ist der Chef der Engel, weil er der Sohn von Gott ist. Das löst in uns eine gesunde Demut aus. Ich schreibe Demut bewusst immer mit einem Bindestrichli in der Mitte, weil Demut der Mut ist, der stark ist, aber nicht andere unterdrücken.
sondern anderen Menschen aufhelfen. Demut ist die Gottesfurcht, die weiss, dass Jesus alles im Griff hat, auch wenn unser Leben oftmals einer Achterbahnfahrt gleicht. 4. Loben. Sowohl in der Weihnachtsgeschichte als auch in den beiden Mundartliedern, die wir vorher zusammen gesungen haben, ist deutlich geworden, dass die Engel auch die Aufgabe haben, Gott zu loben und ihm zu singen. Auch wir fangen an, Gott zu loben, wenn wir erkennen, dass er uns liebt und dass er alle unsere Schuld vergeben hat, wegen Jesus. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich zweifle ja sogar daran, dass es Schutzengel und Gott gibt. Wie kann ich denn Jesus vertrauen? Tu das einfach Gott offen in einem Gebet sagen. Zum Beispiel so: Lieber Gott, wenn es dich gibt, dann bitte zeig dich mir in den kommenden Wochen auf eine Art, die ich verstehen und die ich erkennen kann. Wir dürfen Jesus ganz vertrauen. Und auch den Taufvers von der Alina dürfen wir auch als Versprechen von Gott auf uns persönlich beziehen. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Amen.